Wissen Sie, wer oder was ein Giergl ist? Oder kennen Sie die Richtungsangabe in Aschlen? Ja? Dann sind Sie vermutlich mit dem bayerischen Dialekt aufgewachsen oder leben zumindest schon länger hier. Wenn nein, dann sind Sie vermutlich erst im Erwachsenenalter hierher gezogen oder sprechen aus anderen Gründen kein Bayerisch. Die Volkshochschule Deggendorfer Land hat gemeinsam mit dem niederbayerischen Kabarettisten und Liedermacher Thomas Mayer, besser bekannt als der Vogelmeier, einen bayerischen Sprachkurs ins Leben gerufen. Geeignet für Zurgroste und Alteingesessene gleichermaßen. Wer zum Kuckuck ist eigentlich Erna? Diese Frage stellen sich vermutlich einige Neuankömmlinge in unserem schönen Niederbayern. So auch Chiara Erndl, die über Umwege nach Deggendorf gekommen ist. Erna kenne ich nicht. Oder Paket für Erna. Erna wohnt nicht hier. Aber ich habe immer ganz nette Menschen, freundliche Menschen getroffen, die mir geholfen haben und vor allem die mit mir darüber gelacht haben. Und mit wem könnte man über solche Begegnungen besser lachen als mit einem Kabarettisten? Daher schien für die Volkshochschule Deggendorfer Land eine Zusammenarbeit selbstverständlich, als Thomas Mayer mit seinem Sprachkurs Bayerisch für Zurgroste ankam. Für ihn hat der Dialekt viel mit Heimat zu tun. Diese Lektion vermittelt der Musiker in seinem Lied Der Horm. Ich glaub doch, dass jeder Mensch daheim sein will. Daheim, das ist kein Ort, daheim. Das ist ein Gefühl. Ja, ist natürlich für mich der Heimatbezug da, also so rede ich halt und so reden wir da und das ist für mich ganz wichtig und ich mache natürlich auch mein Musikkabarett in bayerischer Mundart und deswegen kommt das für mich also gar nicht in Frage, dass ich irgendwie anders rede und deswegen vermittelt ich auch den Dialekt gern an andere und an Dritte. Und das macht der Vogelmeier in gewohnter Manier mit viel Witz und Charme. Allerdings kommen auch sprachwissenschaftliche Ausführungen nicht zu kurz. Spätestens hier sollte dann auch das Rätsel mit Erna geklärt werden. Gemeint ist natürlich keine Frau, sondern die Höflichkeitsform Sie bzw. Ihnen. Mit Hilfe einer Sprachtafel durften sich die Teilnehmenden auch selbst ausprobieren. Der Kurs richtet sich allerdings nicht nur an Zurgroste. Auch Sprachinteressierte und Dialektmächtige waren herzlich eingeladen und anwesend. Manche mehr freiwillig als andere. Ich habe gesagt, sie muss sich ein bisschen integrieren und dann habe ich es mit hergeschleppt. Ne? Und wie fühlst du dich jetzt? Besser vorbereitet für den niederbayerischen Alltag? Definitiv. Ich bin auf meinem beruflichen Weg jetzt vor 1,5 Jahren hier nach Deggendorf gekommen und bin damit jetzt zum ersten Mal irgendwo angekommen, wo ich sage, hier möchte ich auch wirklich bleiben, sesshaft werden, Wurzeln schlagen. Und ja, deswegen bin ich eben daran interessiert, ja, mich einzuleben und eben zu schauen, was eben so die lokalen Gegebenheiten sind. Wie ist denn das für die, wenn der Thorsten jetzt einfach dir irgendwas erzählt hat und dann auf einmal sagen, ja, leck mich doch am Arsch? Ja, zum Lachen. Also, leck mir am Arsch ist für mich kein Schimpfwort nicht. Das ist etwas Schönes, dass er angekommen ist. Und das ist auch gefreut. Zum Beispiel auf Wiederschauen, das habe ich sonst in meinem ganzen Leben noch nie gesagt. Aber hier passt das irgendwie rein und es ist einfach schön. Ein paar Sachen waren dabei, die mir neu waren. Also warum aus 3 nicht 3 wird zum Beispiel, habe ich nicht gewusst. Ja, und so grundsätzlich habe ich es sehr amüsant gefunden, die Erklärung. Die Worterklärungen. Also es gibt einige wenige Individuen, die ich halt wirklich auch gar nicht verstehe. Die gibt es nach wie vor. Aber größtenteils, denke ich, versuchen meine Gegenüber möglichst für die Preußen zu reden, sodass ich es auch verstehe. Und ich bemühe mich ein bisschen und dann klappt das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Dass die Kursteilnehmer nach der Lerneinheit aus der Tür marschieren und einwandfrei Borde schmatzen, das verspricht der Musikkabarettist allerdings nicht. Ich gebe mir nicht aus wie dir und sage, habe ich dir Servus, das ist ganz klar. Das Ziel ist mir, dass man ein bisschen ein Bewusstsein hat für den bayerischen Dialekt, damit man weiß, warum reden die Leute da so, wie es reden und dass man ein bisschen auch die bayerische Mentalität und die Kultur etwas besser versteht. Warum sind die Leute hier so, wie sie sind und dass man auch keine Angst hat vor dem fremden Dialekt, sondern dass man wirklich sagt, jawohl, ich traue mir das jetzt und ich traue mir auch mal zu sagen, bitte wiederholen Sie den Satz nochmal, ich bin nicht von da, ich habe es jetzt nicht ganz genau verstanden, also das darf man sich auch nicht fürchten davor. Der Bayerischkurs mit dem Vogelmeier ist nur ein Teil eines großen Programms zum Thema bayerische Kultur. Es folgen Kochkurse, Musik- und Schafkopfseminare und weitere Angebote passend zu diesem Thema.
Mit der Integrationsurkunde aus dem Bayerischsprachkurs steht einer Teilnahme auch sicher nichts mehr im Wege. Heimat. Geboren und aufgewachsen im wunderschönen Niederbayern. Was? Du bist kein Zugereiste nicht. Wie bitte? Ich hab gesagt, du kommst nicht von da, jedenfalls nicht aus Bayern. Ach so, nein, ich komme aus Ergolsbach ursprünglich. Bayerischer geht's wohl kaum. So ein Kass. Weißt du was, als besuchst du noch mal einen Kurs, dann lernst du wenigstens gescheiter schmatzen. So was gibt's? Tatsächlich gibt es das. Zum Beispiel an der Volkshochschule Vilsbiburg. Dort gibt der Kabarettist Thomas Meyer, auch der Vogelmeier genannt, sogenannte Bayerischkurse. Der Dialekt wird oft als die Bauernsprache der ungebildeten Landbevölkerung betrachtet. Das hört man immer wieder mal. Der Dialekt kann auch tatsächlich zu Problemen mit der deutschen Hochsprache führen. Das resultiert dann oftmals darin, dass wenn Leute irgendwo bei RTL interviewt werden aus dem Bayerischen Wald, dann werden darunter Untertitel eingeblendet. Gell? Ja, du lachst, gell? Die würdest du wahrscheinlich manchmal wünschen, diese Untertitel. Gell? An mittlerweile 35 Volkshochschulen unterrichtet der Vogelmeier nun schon die Unterschiede der bayerischen Dialektarten. Also in diesem Bereich gebe ich den Kurs nicht. Ich könnte mich natürlich schon in die grammatikalischen und auch lautverschiebungsmäßigen Mechanismen des Fränkischen und Schwäbischen einarbeiten, aber das war jetzt, glaube ich, nicht authentisch, wenn ich da rumfahre und ich bin ja da oft bei den Auftritten drüben und die sprechen schon wirklich einen ganz anderen Dialekt als mir, die Schwaben, die Franken. Das ist schon einmal ganz was anderes. Spricht sie einen Dialekt? Ja, ein Tiroler. Okay, dann probieren wir es einmal so. Magst du das mal vorlesen? Das ist jetzt der bayerische Dialekt. Drahstuhl. Wow. Bäcker gesehen. Der Bäcker gesehen, also. Oh Gott. Spritzpistein. Spritzpisch. Also die Spritzpistolen. Ja. Oh Gott. So, wenn ich es lese, dann sieht es eher so ein bisschen aus wie so indisch oder sowas. Okay. Es ist oftmals auch mühselig zu lesen, weil man es ja eigentlich gewohnt ist, hier hochdeutschen Text zu lesen im Lesefluss. Und meistens wird ein gewisser Schein-Dialekt in den Texten dann zu finden sein, um den Lesefluss nicht allzu sehr zu stören. Es ist praktisch dieser Rundfunkdialekt oder auch den Dialekt, den die Schauspieler sprechen. Wissen Sie denn, was ein Borndelkramer ist? Ja, das ist der, wie heißt es, der... Einfach die hochdeutsche Übersetzung? Borndelkramer ist der, wie sagt man, der Sensenmann. Der Tod eigentlich. Ja, der Tod. Drahstuhl. Drahstuhl? Ich weiß nicht, Drahstuhl. Wie Drahstuhl. Der Drehstuhl, ja. Genau, Drahstuhl. Trick. So wie es da steht. Stuhl, also Trickstuhl wahrscheinlich, oder? Drahstuhl. Bäcker gesehen. Ich kann Borisch nicht lesen. Gloschirm. Spritischen Tun. Einmal gar. Das vorletzte ist Spritzpistolen. Spritzpistolen, jetzt da. Einmal Gackerl. Auch zur korrekten Schreibweise und dem grammatikalischen Aufbau der bayerischen Sprache gibt es bei den Kursen an der VHS viel zu entdecken. Hier auch nochmal ein paar Pluralformen. Der Teufel, der Teifi, die Teifin. Teufel im Mehrzahl macht natürlich wenig Sinn, aber wenn man sagt, die Kinder auf der Straße, jetzt haben schon das 5. Mal mit dem Fußballgegner das Auto geschossen, die kreislichen Teifin, dann ergibt es natürlich wieder irgendwo Sinn. Wissen Sie denn auch, was das Wort Arschling heißt? Ich schon. Da gehen wir mal, gehen wir mal Arschling. Hä? Gehen wir Arschling. Ich nicht, aber du gehst gerade Arschling. Zurück. Richtig. Wissen Sie, ob man das Wort bayerisch mit Y oder mit I schreibt? Ja, eigentlich ursprünglich sollte es mit I geschrieben werden. Natürlich mit Y. Bayerisch. Ja, also... Blöd sind wir nicht, gell? Nein. Ja, bayerisch darf ich jetzt mit I schreiben. Sie mit Y? Sie ja. mit Y, wir sind immer andere Meinung. Ja, Sie haben recht, mit I wird es geschrieben. Also der FC Bayern wird zum Beispiel mit AY geschrieben oder der Bayerische Rundfunk schreibt man auch mit AY, aber alles, was eigentlich mit der Sprache zu tun hat, schreibt man dann mit einem I. Nach dem Kurs gibt es im Übrigen noch ein Merkblatt mit den wichtigsten Details zur bayerischen Sprache. Ich merke schon, Fleisch und Blut ist noch nicht gerade übergegangen. He? Naja, dafür durfte ich einiges über die Bayern lernen. Ja, passt ja.
Ich bin der Vogelmeier aus Niederbayern, aus Straubing, gebürtiger Name Thomas Meier, also Vogelmeier ist mein Künstlername und ich gebe seit diesem Jahr VHS-Kurse, bayerische Sprache, weil ich halt glaube, dass der Dialekt sehr wichtig ist. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass es wieder ein bisschen in die Köpfe der Leute kommt und deswegen halte ich den Kurs, der eigentlich für Preußen gedacht ist, aber auch natürlich für Bayern, deren Herz für die Heimat schlägt. Vergangene Woche waren beide Gruppen in der VHS in Schrobenhausen vertreten. Und so ziemlich jeder dürfte an diesem Abend etwas dazugelernt haben. Denn auch wenn es etwas unterhaltsamer zuging, handelt es sich im Kern um nichts weniger als einen Sprachkurs für Fortgeschrittene. Was passiert in dem Kurs? Wie gesagt, wir haben immer eine kleine Vorstellungsrunde. Die Leute sollen sich eben einfach ganz locker fühlen. Es soll eine familiäre Atmosphäre sein. Es soll einfach nicht wie in der Schule sein, weil viele haben da vielleicht noch schlechte Erinnerungen an den Lehrer und so. Und da muss man einfach eine gute Atmosphäre schaffen und dann geht es einfach los. Wie gesagt, ein bisschen bayerische Mentalität, ein bisschen bayerische Geschichte, aber alles nur ganz kurz mal angerissen, damit man wieder einen groben Überblick einmal hat. Vielleicht, wenn man es auch schon mal gehört hat, früher einmal und hat es aber dann nicht mehr so aktiv gewusst, dass man einfach mal wieder auf dem Laufenden ist. Und dann kommt auch schon der erste, sage ich mal, Popstar der bayerischen Ministerpräsidenten, und zwar der Franz Josef Strauß, das war der ohne Hals, genau. Dann der Max Streibl, der mit der Amigo-Affäre, vielleicht auch noch manchen ein Begriff, gell? Je jünger die Zuhörer natürlich sind, umso weniger wird euch dieser Begriff sein, aber dann kommt man schon zum Edmund Stoiber, das ist der mit dem EEE-Dialekt, genau. Günther Beckstein, das war der gesagt hat, mit 2 Maß kann man schon noch fahren. Genau, ja. Der war aber auch nur sehr kurz Ministerpräsident. Ja, man spricht ja immer von der bayerischen S-Klasse, wenn man einmal einen Beckstein außen vornimmt, gell? Strauß, Streibl, Seehofer, Söder, genau, Stoiber. Und der Markus Söder natürlich ein Gorsmaß-Fan, wie wir vorhin gesehen haben. Wir haben ein Kabarett erwartet und sind in einer dermaßigen Deutschunterrichts-Bayerisch-Stunde reingerauscht. Aber trotzdem funktioniert trotzdem. Man kriegt einiges mit und es ist natürlich ein ganz großes Feld, weil Bayerisch sind viele Dialekte. Ganz genau, und wenn man die Grammatik dann versucht zu verstehen, dann wird es wieder kompliziert und sagt, ich mach's wie immer. Der Positiv praktisch, das ist ja die Grundform, Komparativ, Superlativ, gut, besser am Bessern, stark oder leise, leiser am Leisen, teuer, teuer, teuriger am teurigen. Genau. Ja, die Leute sollen halt einfach vielleicht ein bisschen das Volk der Bayern einfach ein bisschen besser verstehen, wie sind die Leute hier so drauf, warum sind sie so, wie sie sind, dass vielleicht auch wenn einmal ein schroffes Wort oder ein harter Ausdruck fehlt, dass es vielleicht gar nicht so gemeint ist und dass die Bayern doch sehr lebensfrohe, nette Menschen sind, obwohl sie vielleicht manchmal ein bisschen grantig oder introvertiert wirken, dass es aber gar nicht so gemeint ist und dass es sehr harte Ausdrücke gibt, wie zum Beispiel, sagen wir einmal so in Anführungszeichen, der Ausruf, ja, leck mich doch am Arsch, dass das ein Ausruf der Entrüstung oder auch der Freude sein kann und das natürlich für einen Zugereisten oder einen Norddeutschen gleich einmal erstmal vor den Kopf gestoßen ist, gell, und sagt, um Gottes Willen, sind die irgendwie so ordinär von der Sprache oder dass das eigentlich ganz anders gemeint ist und dass man das alles im richtigen Kontext sehen muss. Das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist und den ich auch immer versuche, ganz deutlich zu vermitteln. Die Butter. Der Butter, das ist ja der klassische Fall. Gell? Mit dem Norddeutschen, wenn man sagt, der Butter, der sagt gleich, um Gottes Willen, was ist denn da los? Ja, so. Das Radio, der Radio, also der Radio, die Kartoffel, der Kartoffel, die Zwiebel, der Zwiebel, das Virus, der Virus, die Scherbe, der Scherm, die Zehe, der Zecher, die Petersilie, der Petersil, die Schürze, der Schurz. Und man sieht schon, hier ist oft eine Artikelverschiebung vom Femininen ins Maskuline Genau, das sind halt so Dinge, auf die ich natürlich auch eingehe, die Sie vielleicht für so einen Zugereisten überhaupt noch nie erschlossen haben und da kriegt er dann einmal die Aufklärung dazu. Eilen, pressieren, schwätzen, ratschen. Sie haben nicht alles verstanden? Wer in Bayern daheim ist, der sollte auch Bayerisch sprechen können. Wer sich damit schwer tut, der kann jetzt tatsächlich einen Sprachkurs machen. Den gibt's an der Volkshochschule. Der Kabarettist Vogelmeier hilft bei Verständigungsschwierigkeiten beim Kurs Bayerisch für Zugereiste und Bayern, deren Herz für die Heimat schlägt. Bayerische Wörter
Weil ich der Meinung bin, dass das Bayerische gefördert werden sollte und der bayerische Dialekt ja ein bisschen vom Aussterben bedroht ist. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt machen wir mal Bayerischkurse an der Volkshochschule. Und ich habe jetzt 30 Kurse in ganz Bayern. Das findet einen ganz guten Anklang und macht auch ziemlich viel Spaß. Der Kurs ist aber keine reine Gaudi-Veranstaltung, sondern geht richtig ins Detail. Es geht um bayerische Geschichte, Lautverschiebungen und vor allem um die niederbayerische Aussprache. Und die muss man üben. Die Schwester, der Bruder, der Enkel, die Großmutter, der Großvater. Schule aus, Unterrichtsstunde, Unterrichtsfach, das Schulmadel. Ich bin aus dem Oberbayerischen gekommen als letztes, also aufgewachsen bin ich in Schwaben. Und da habe ich festgestellt, es gibt Wörter, also die meisten verstehe ich, aber es gibt auch Wörter, die habe ich zuerst überhaupt nicht verstanden. Und jetzt heute in dem Kurs habe ich auch gemerkt, da muss ich noch mal ein bisschen nachlernen. Sehr unterhaltsam und ich habe gar nicht gewusst, dass man das so grammatikalisch und schulgerecht aufbereiten kann. Mir hat es gut gefallen. Es ist schön, dass man die eigene Sprache mal, sage ich mal, so hinterfragt kriegt oder erklärt kriegt. Wenn jemand in Bayern noch ganz neu ist, hat der Vogelmeier auch hier einen Tipp. Wenn man sich längerfristig hier niederlässt, einfach trauen, mit den Leuten sprechen und auch mal nachfragen und einfach das einfach zulassen, dass die eigene Sprache sich vielleicht ein bisschen dem Dialekt anpasst. Eins darf bei einem richtigen Bayerischkurs natürlich nicht fehlen: ein zünftiges Weißwurstfrühstück samt Weizen. Ich glaub doch, dass jeder Mensch daheim sein will. Daheim, das ist kein Ort, daheim, das ist ein Gefühl. Der Sommer nur 6 Wochen dauert, da bin ich daheim. Und leiden wir Worten genockert, da bin ich daheim. Daheim fühl ich mich wohl, daheim noch nicht die Seele. Daheim, da kehr ich hin, daheim fühl ich mich frei. Ich glaub doch, dass jeder Mensch daheim sein will. Das ist kein Ort, das ist ein Gefühl. Also ich bin der Vogelmeier aus Niederbayern, aus dem vorderen Bayerischen Wald, aus Mitterfels, und ich mache halt da meine Bayerischkurse, damit Leute ein wenig das Bewusstsein dafür kriegen, dass der Dialekt schon sehr wichtig ist. Ich habe gesehen, dass es an der Volkshochschule eine Nachfrage gibt, und deswegen habe ich gesagt, gut, machen wir es, ich biete es an, und tatsächlich haben sich dann viele Volkshochschulen in Niederbayern, in Oberbayern, in der Oberpfalz darauf gestürzt, und seitdem bin ich hier eigentlich immer als Dozent unterwegs, manchmal 2-mal im Jahr, manchmal nur 1-mal im Jahr, und biete den Kurs eben an. Und es gibt immer wieder Willige, die sagen, okay, ich setze mich da rein, ich beschäftige mich 3 Stunden damit, und normal mache ich ja eigentlich mein Musikkabarett auf der Bühne, bin ja als Künstler unterwegs hier bayernweit, und das hat sich so nebenbei, so als Nebenschiene mal ergeben, und seitdem bin ich halt eigentlich so relativ erfolgreich als VHS-Dozent in dem Bereich der bayerischen Sprache unterwegs. Doch was für den Kabarettisten eine Selbstverständlichkeit ist, wird für viele seiner Teilnehmer zu einem echten Hindernis. Denn Bayerisch ist nicht gleich Bayerisch. Neben der bayerisch-österreichischen Mundart, die in Niederbayern gesprochen wird, gibt's noch 2 weitere: die fränkische und die schwäbische Mundart. Den meisten Teilnehmern fehlt jedoch etwas ganz anderes, um die eigenen bayerischen Künste präsentieren zu können. Ja, einfach den Mut haben, schon bayerisch zu sprechen und sich da nicht irgendwie, natürlich auch nicht zu sehr zu verstellen, weil ich weiß, dass das für einen Nicht-Dialektsprecher, wenn er das probiert, dann auch gleich mal sehr komisch klingt. Aber ich sage immer, keine Furcht, keine Angst vor dem bayerischen Dialekt. Es ist eine ganz tolle Sache, wenn man spricht, und man muss ihn aber auch nicht sprechen. Also wenn man spricht, ist gut, aber dass man den dann als Nicht-Dialektsprecher lernt, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es kommt ein bisschen auf das Umfeld an, aber ich bin, wie gesagt, ein Verfechter des Dialekts. Wenn man spricht, dann sollte man ihn auf jeden Fall behalten. Wenn man noch nie gesprochen hat, ist es natürlich schwierig, den sich anzueignen, das ist klar. Weil viele schrecken dann zurück, weil dann schauen die Leute ein wenig komisch, dann klingt es ein wenig komisch, und dann lassen sie es gleich wieder bleiben. So ist es meistens bei den Leuten, wenn sie versuchen, Dialekt zu sprechen. Thomas Meier möchte allerdings nicht nur den Charme der bayerischen Sprache vermitteln, sondern auch jegliche Sprachbarrieren einreißen. Auf dem Weg zu seinem Ziel geriet das Vorhaben in den letzten Monaten ins Stocken. Die Corona-Pandemie konnte ihn jedoch weder von der Bühne noch von den Kursräumen fernhalten. Gut, mir sind natürlich im Frühjahr einige Kurse weggefallen, aber dadurch, dass ich den Kurs immer wieder, da wo er erfolgreich stattgefunden hat, auch immer wieder anbiete in den Kursunterlagen, der mit ausgeschrieben wird, da ist es nicht so dramatisch, weil dann geht man halt jetzt mal in dem Halbjahr nicht, dann geht man halt ein halbes Jahr später einfach zu dem Kurs. Also von dem her, ich habe jetzt das Jahr auch schon, ich habe im Januar, Februar noch etliche gehalten, jetzt habe ich im Herbst daraus noch ein paar, und die Hygienekonzepte der VHS sind ja tipptopp, die haben ja wirklich super aufgestellt, da fällt sich gar nichts, die haben wirklich tolle Konzepte.
Konzepte bieten wirklich ein hohes Maß an Sicherheit. Kann ich auch nur jedem empfehlen, zur VHS, egal welcher Kurs, bayernweit kann man überall hingehen. Auf den ersten Blick sind die Kurse bestens für Anfänger geeignet. Aber auch echte Profis können vom Vogelmeier noch einiges lernen. Also bei den Kursen ist das Verhältnis immer gemischt. Manchmal sind das wirklich 90% Zurgroste, also Preußen oder auch Leute, die aus dem Ausland nach Deutschland, nach Bayern eben gekommen sind. Und manchmal sind es auch 90% Bayern, die in der Lederhosen kommen, die sagen, jawohl, ich mag jetzt ein bisschen was über meinen Dialekt erfahren, ich kenne mich selber ziemlich gut aus, ich bin sehr interessiert, vielleicht kann ich noch was lernen. Und das ist je nachdem gewichtet ist halt auch, ob ich das mehr in der Standardsprache mache, den Kurs, oder ob ich den dann tatsächlich mehr im bayerischen Dialekt mache. Ob Birchi, Hurt oder Bladel, die Teilnehmer seines Kurses haben so einige neue Ausdrücke gelernt. Bis sie in anderen Bundesländern allerdings als waschechte Bayer erkannt werden, heißt es nun vor allem üben, üben, üben. Da wo der Maibaum steht, ja, da bin ich daheim. Da wo die Leute ein wenig grantig schauen, da bin ich daheim. Wo der Bach vom Berg rauscht, da bin ich daheim. Wo der Steckerlfisch im Weiher schwimmt, da bin ich daheim. Thomas Maier, besser bekannt als Vogelmeier, ist Liedermacher, Kabarettist und Autor. Doch nicht nur das. Seit 2019 leitet der Mundartkünstler den Kurs Bayerisch für Zurgroaste und Bayern, deren Herz für die Heimat schlägt, in Zusammenarbeit mit bayerischen Volkshochschulen. Ja, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass es leider keine Bayerischkurse nicht gibt bei der VHS. Und dann habe ich einfach mal bei mir daheim im Heimatlandkreis in Straubing damit angefangen und habe dann festgestellt, aha, da ist ja eine gewisse Nachfrage da. Und jetzt mache ich das in ganz Bayern, also in Oberbayern, Niederbayern, in der Oberpfalz, da wo es halt auch vom Dialekt her funktioniert. In Franken und Schwaben mache ich das nicht, weil da war es auch nicht so authentisch. Aber da bin jetzt an 40 VHS mit diesem Kurs und die Resonanz ist eigentlich ganz gut. Jetzt kam der gebürtige Niederbayer auch nach Amberg zum Kummertbräu, um sein bayerisches Wissen auf unterhaltsame Art und Weise zu vermitteln. Der Kurs ist ja ein humorvoller Einblick in die bayerische Sprache und die Mentalität der Bayern. Das heißt, der große Themenkomplex Sprache, das ist natürlich schon der Hauptpunkt dieses Vortrags bei der Volkshochschule. Aber es geht natürlich auch um Grundsätzliches zu Bayern, um die bayerische Mentalität, ein bisschen um die bayerische Geschichte und wie wir Bayern einfach so drauf sind, damit wir auch vielleicht von Zurgroasten etwas besser verstanden werden. Der Vogelmeier will mit seinem Kurs auch erreichen, dass der bayerische Dialekt in Zukunft nicht ausstirbt. Denn Dialekt und Bayern, das gehört einfach zusammen. Das Besondere am bayerischen Dialekt ist, dass wir Bayern halt sehr viel Heimat damit verbinden. Das ist irgendwie individualitätsstiftend für uns. Wir reden wir das gern, das gehört einfach mit dazu und ist halt auch wirklich eine eigene Sprache mit eigenen Facetten und vielen eigenen Wörtern und das macht es halt einfach auch ganz schön und es ist halt auch wichtig, dass die Leute das ins Bewusstsein bekommen, dass der Dialekt sehr wichtig und erhaltenswert auch ist, weil ja immer weniger gesprochen wird, leider. Die 25 Teilnehmer, teilweise aus dem Landkreis, teilweise aber auch Zurgroast, hatten sichtlich Spaß während des 3-stündigen Kurses, konnten aber auch einiges mitnehmen. Diese Feinheiten dann doch nochmal in der Sprache zu sehen, auch das Schriftliche, was einem jetzt so gar nicht auffällt, wenn man das einfach nur hört, ja, ist schon sehr interessant wirklich. Also mal sehen, ob wir dann auch noch ein bisschen was mitnehmen, dass wir das besser aussprechen können. Ich komme aus dem Landkreis Regensburg und wohne aber schon mehr als 30 Jahre in Amberg. Und wie kam es dazu, dass Sie heute an dem Kurs teilnehmen? Weil mich die verschiedenen Dialekte interessieren und ich auch festgestellt habe, obwohl wir so nahe beieinander sind, habe ich einen anderen Dialekt als mein Mann. Und deswegen wollte ich das heute mal anhören. Also hat es sich in Ihren Augen gelohnt, der Kurs? Als Kurs würde ich es für mich jetzt nicht bezeichnen. Ich kann das alles, ich kenne alles, aber ich finde es sehr unterhaltsam. Ich bin selber ein bisschen unterwegs im Mundart schreiben. Und ja, wenn man von einem Fachmann noch irgendwas lernt, wenn man es dann auch wirklich umsetzen kann, dann hilft einem das vielleicht. Weil Schreiben und Sprechen sind 2 Paar Stiefel. Und als Zusatzschmankerl zum Kurs gab es dann für jeden Teilnehmer 2 Weißwürst und der Brezen, typisch bayerisch eben. Ja, daheim fühl ich mich wohl, daheim da möchte ich sein, daheim da kehre ich hin, daheim fühl ich mich frei. Ich glaub doch, dass jeder Mensch daheim sein will, daheim das ist kein Ort, daheim das ist ein Gefühl.